willkommen. Dan vergnügen sich zu sehen. Ich heiße Gietel Schechter Wischwanat. Ich bin der Vorsitzende von der Yiddish Liga. Wie Sach von nachweisen, Ederich Hebun will ich nur sagen, if there is anyone in the audience who prefers the simultaneous translation into English, please go down at the bottom of your screen and to the right, you'll see a button called Interpretation. Please click on the button and click on English. Jetzt is die Yiddish Liga, wie Sach von nachweisen, ist eine Organisation, was ist übergegeben, die reden aktiv Jiddisch, man soll aufhalten Jiddisch wie eine lebendige, moderne, handzartige Sprache. Wir geben heraus verschiedene Lernbücher, Wörterbücher, terminologische Regimes, Muschel, Wörter von der Woche, was unsere Mitglieder kriegen durch der Blitzpost. Und mir mutig nach, ihr sollt stützen die Yiddish Liga. Is Sheva. Ich habe den Covid-Hand, so ich habe mal Schmies mit Sheva Zucker, was ich kenne schon zähnliche Jahren. Sheva ist die emeritierte Oiss-Sekretärin von der Yiddish Liga, die emeritierte Chefredaktorin von unserem Journal auf dem Schwell. Sie hat 15 Jahre lang gearbeitet mit der Yiddish Liga. In der Nacht hat sie sich pensioniert und ungeheuer arbeiten auf ihre eigenen persönlichen Projekten. Zwischen die Projekten ist das Büchel, was wir wollen Hand reden wegen dem, die Rekodierungen, die goldene Pave, die zweisprachige Auflage. Ich gedenke noch, wenn der erste goldene Pave ist Arois, der erste Arois kam, es ist gewesen in 2001. In damals ist es noch gewesen a Kulturäußer. Steitsch, wir können mit dem Mul hören, wie jüdische Schreibers reden in sehr eigen Call, lehnen vor sehr Werk in sehr eigen echt Call. In sehr Keulis umgekannt Aribespreisen über Deures, in Tkifes, in Kontinenten, in gefindener Heim, bei uns in Euer. In 20 Jahre später hat Sheva herausgegeben, dem zweiten herausgekommen von dem Büchel. In lassen Sheva jetzt reden wegen dem zweisprachigen Nissach, was ist nicht nur zweisprachig, es ist euch anders von dem ersten. Ist erstens Sheva Mazel Tov zum Herauskommen von dem Büchel. Ich bin sicher, als Sachmenschen wollen zuhören zu dem und wollen haben sehr eigenen Exemplar. Ist der Zählens wegen der Auflage von der Goldenen? Gut, dank. Koidem kol, es ist schön zu sehen, so viele Menschen und ich will nicht Emerson beleidigen, was ich sage, nicht alle nehmen, wenn es ist so schön zu sehen, aber Judith Weiner muss ich speziell begrüßen, weil ich habe sie nicht gesehen, ich weiß nicht wie viele Jahre. Und das letzte Mal in New York, in Eretz Israel, ich gedenke schon nicht, aber Dank für kommen, Dank euch allen. Gut, ist die goldene Pave. Die goldene Pave ist eine Gerätwortrekordierung, auf Englisch heißt es Spoken Word Recording, was ist Keulel, die Keller von 12 jüdische Schreibers, was lehnen von sehr Werk. Es ist da mehr Poesie wie Prosa, aber es ist euch da Prosa. Und nach jeder Schaffung wird ihr hören eine englische Übersetzung. Und das als wird belegt von Büchel, das ist das Büchel, und eine Rekordierung, was man kann kriegen, oder wie 2 Kompaktlach zu CDs und euch wie digitalen Upload. Und dort wird ihr hören die Schreibers, Celia Drop, Yankiv Gladstein, Rachel Korn, Aaron Glanz-Leyeles, Hey Levi, Kadja Molodowski, Itzik Manger, Avram Sutzgewer, Shalom Aleichem, Bele Schechter Gottesmann, Yichel Schreibmann und Eliezer Wiesel.
Wird ihr fragen, für was nicht dem und für was nicht jenem? Nu, das Leben ist kurz. Man muss sich einmal begrenzen. Ich hoffe, ich habe noch eine Sachschreibers. Öfter will ich noch solche sein, das herauszugeben. Das Englische wird gelernt von sich allein und von Trudy Kessler, was ist ein emeritierter Professor von Cole und Theater von der Paul-Universität in Chicago. Und das Buch, was ist 135 seitlich, hat alle Texten, sei auf Jiddisch, sei auf Englisch, in verschiedene Übersetzungen, Teil von sich, Teil von anderen Menschen, wie euch die Biografie ist von jedem Schreiber, auf Jiddisch und auf Englisch. Und es ist euch da auf Englisch kurzer Reinführ zu jeder Schaffung, was gibt ein Stückchen Kontext und hoffentlich hilft das mir so besser verstehen. Ich bin sicher, dass da Menschen in dem, ich gewollt sagen Saal, in dem zoomischen Saal, was haben das erste Kompaktel und ihr fragt, ist das Kedai, ja, ist das als nur das selbe wie auf dem ersten, aber mit einer englischen Übersetzung, was ich darf das nicht haben, sei wie sei. Nein, es ist nicht im Ganzen dasselbe. Die zweisprachige Oiesgã, Ledענע, nimmt da rein 3 Schreiber, was seien nicht auf dem ersten, und die 3 seien Eliezer Wiesel oder Wiesel, Wiesel, Manger und Rachel Korn. Ist 3 wichtige Schreiber und es hat nicht ein Schreiberin, was ist da auf der ersten, und das ist Jente Masch, und nicht, weil sie gefällt mir nicht, sondern sie gewinnt eine längere Prosa-Sache von 15 Minuten und ich habe nicht gewollt haben 15 Minuten auf Englisch. Ist der Fall, habe ich das nicht reingenommen. Wenn ich habe uns da ein paar Lieder, was sind da auf dem und nicht auf jenem und so weiter. Aber ihr wollt gucken auf meine Webseite, kennt ihr den Punkt genau. Ist die Frage, wenn ich habe angehäuben sammeln, habe ich bei es nicht getracht, also wegen, ich weiß, schaffen ein balanciert Bild von der jiddischen Literatur. Aber ich meine, als bis ich weiß, ja, bis ich habe geendigt, kann ich sagen, als auf der Rekordierung und in dem Büchel kriegt man Tage, von dem kann man kriegen ein Verstand von was seinen hat ein Teil von die Hauptgenres, die Hauptthemen, die Hauptproblemen, mit welcher der jiddische Literatur hat sich gerangelt, und zwischen sie ist der, wenn wir sagen, das Zusammentreffen und einmal Zusammenstoß zwischen Modernkeit und Tradition, die Deures, Mames und Tates und Kinder, Gott erwarte, die Natur, Liebe, der Chorben versteht sich ein großes Ort, und Jiddisch allein. Ist das eine die Hauptthemen von dem Projekt. Okay? Sehr gut, Dank. Die Thema von unserem heutigen Schmiss ist, die Wärter reden noch Holz zu uns. Sie haben noch Holz, was zu geben, zu wissen. Was hast du gemeint damit? Okay. Okay, ich bringe es auf. Was habe ich gemeint? Ich habe gemeint, als Sachmenschen meinen, die jiddische Literatur ist etwas, was ist von dem Over, it's from the past. Und sehr schön, ein bisschen Nostalgie und so weiter. Aber was mehr hört sich zu die Sachen, sehr als eine Sache von den Schaffungen seien noch aktuell und
aktuell means timely, ja. Und speziell zum Bedeuern in die letzten paar Wochen, wo wir leben auf der Welt, wo es kommt vor eine schreckliche Milchome, sind eine Sache von die Sachen, sie reden zu dem, versteht sich, es kann nicht sein zu der Milchome, was wir haben jetzt, aber sie haben etwas zu sagen wegen der Welt, was ist jetzt in einer schrecklichen Milchome. Ich will anheben mit etlichen Sachen, was haben Tage zu tun mit Milchome und danach gehen zu, das ist nicht die einzige Sache, was kommt vor auf der Welt, gehen zu anderen Sachen, was reden zu mir persönlich und was ich meine, reden noch zu Sachmenschen auf verschiedene andere Themen. Gut, ist lassen wir anheben mit Janke Gladstein. Da hat unser, ich meine, der größte Poet bei Jiden. Und das ist von sein Büchel, was heißt Janke Gladstein. Es ist von den ersten Sammlungen seine. Und das Lied heißt 1919. Okay? Das ist gewesen für ihn sehr wichtige Date. Wie wir verstehen allein von der Date, ist das gleich nach der ersten Weltmilchome. Ja? Und wir verstehen, als halbweise sollen wir sein nach der Milchome. Aber wir kriegen ein Gefühl von dem Lied, von was das hat gemeint, zu leben in einer Welt, was ist nur was durchgegangen am Milchome. Sie gewinnen am Milchome, danach sind gewinnen Pogromen auf Jiden in der Ukraine. Es ist gewinnen euch eine Reaktion zu der russischen Revolution, zu das, was man ruft, the Red Scare in Amerika. Sachen sind geschehen in der Zeit und ist noch ein junger Mensch. Und geht uns über, was das hat gemeint, zu leben in 1919. Gut? Das ist herzlich zu. 1919. Die letzte Zeit ist kein Spur nicht mehr geblieben von Jankel Barabitzrock. Nur ein Kleinschig, Pinterle, ein Keilichtix, was keikelt sich zerdulter Heite begassen, mit der Räuber gechappete, umgelumpete Glieder. Der Räuber hat mit dem Himmelbläu die ganze Erde herumgeringelt, in der keine Rettung. Mit fallen Extras von oben und zu plätschen mein wasserdicken Korb. Und einer mit der langen Zunge hat mit der Stück Reut meine Brillen auf ewig befleckt und Reut. Ihr hört, auch die Tag wird etwas so in meinen Kopf platzen und mit Tempenkrach sich unten dort in überlassener kopfgeschmutziglichen Asch. Und ich, das keilige Pinterle, das drehen in Äther auf Ewigkeiten mit Reute Wahlen herumgehielt. Okay. So da eine Sache zu übernehmen. Sheva, da aber, ja. Sheva, du gehst weiter, kann man sehen das englische R? Oh, ihr habt das nicht gesagt? Gut. So gehackt. Ja, okay, ja, es darf nicht sein, aber gehackt. Gut, danke. Ja, ich lasse mir das machen. Ein Scroll, ein Blätter herab. Gut. Ist interessant, was hebt an mit die letzte Zeit ist kein Spur nicht geblieben von Jankel, wie sagt Jankel oder Janke, ich gedenke nicht, von Jankel Barabitzrock. Was meint das? Ich will hören von euch. Für was hebt an so? Was sagt es uns? Wir sehen, als will uns sagen, als der traditionelle Jid, Jankel Barabitzrock, was es einmal gewesen und öfter viele gekommen in Amerika, ist von ihm ist kein Spur nicht da. Ja? Redt wegen einer Welt in Krise, aber euch eine Krise meine ich für Jiddischkeit. Ja, was ist geschehen mit Jankel
Rabbi Yitzchak. Ja? Es ist, wie ist verschwunden geworden in die alle Weltkrisen und Problemen. Es ist da eine neue Welt, aber redet euch wegen, keikelt sich wie ein Pintele, das keilige Pintele. Und das ist öfter ein Remes auf dem Ausdruck, das Pintele Jid, ja. Es ist noch etwas geblieben von seiner Jiddischkeit. Der ganze Janke bei Rabbi Yitzchak ist mehr nicht da. Und Sheva, das Englische ist wieder ist wieder, ich weiß, was die Sache ist, ich kann nicht sehen die Menschen, okay, aber ich darf nicht sehen die Menschen, es ist wichtiger, ihr sollt sehen das Englische. Gut. Und es dreht sich in Äther. Und wie wir wissen, Ether, ist etwas, was macht schlafen, ja, was nimmt weg die Pein. Ja, es ist ein Leben, also was ist nicht kein ganz Leben, wo man lässt sich nicht spielen als Ding, was kommt vor, weil Tomer ja ist das öfter zu schwer zu vertragen. Gut, wir können sagen eine Sache wegen dem, aber lassen wir gehen weiter, gut? Ja, ist Sheva, eine von den bekanntsten Schreibers auf der Parven ist Lavdafke bekannt wie ein jüdischer Schreiber, ist Eliezer Wiesel oder Wiesel. Kennst du etwas sagen wegen ihm wie ein jüdischer Schreiber und wegen dem Oiszug Babiar, was du willst für ihn spielen? Gut, okay. Ist gut. Ich hoffe, es alle kennen sehen. Ja, ist die erste Sache, was man darf verstehen, ist als das Bichel, was ist sein bekanntes Bichel, Neid. Es kann sein, dass Sachmenschen in dem Eulen wissen das, aber bei Daclä weiß man das nicht. Hat geschrieben zuerst auf Yiddish. Und auf Yiddish hat das geheißen, und die Welt hat geschwiegen. And the world was silent. Und es ist eine Sache länger, es ist 256 seitlich auf Yiddish. Und es ist, lass mal so sagen, als Ding, was hat auf Yiddish, findet man auf Englisch, aber man kann, es versteht sich allein, als wird sein anders, zu lieb die andere, ich weiß, 180 Seiten, ja, ist gewisse Sachen, haben eine andere Vogue emotionell. Und es ist euch interessant, weil in der Hakdome, the Preface, steht geschrieben, als Wiesel hat genommen etwas ein Neder von Stummkeit, von Schweigen. Als wird 10 Jahre nicht reden wegen dem Chorben. Aber doch hat hat das angeheuben zu schreiben, bemächtigt die 10 Jahre. Aber ich meine, hat nicht gesagt, kein Liegen. Hat gesagt, als wird nicht erzählen der Welt wegen dem. Bei dem jüdischen Lehner hat bei ihm das nicht gewinnt, kein Yiddish. Hat gar nicht aufgedeckt, meine ich. Ja, der jüdische Lehner hat schon gut gewusst wegen dem. Aber es ist der Lehner auf andere Sprachen. Sie haben nicht gewusst. Wiesel hat angeheuben auf Yiddish. Wie wir wissen, ist rüber auf Französisch und hat kemat wie nicht geschrieben auf Englisch. Als Ding hat man übergesetzt für ihn auf Englisch. Aber speziell in Anheb hat eine Sache geschrieben auf Yiddish für die verschiedene Publikationen herum der Welt, in Frankreich, in Argentinien, in Amerika, in Israel. Sie gewinnen ein interessanter Artikel wegen dem von Jechiel Schentuch in Affenschwell. Ich gedenke nicht Punkt wann, aber für die Menschen, was interessieren sich in Wiesel, ist interessant. Und auch viele zum Sof von seinem Leben ist gewesen auf der Exekutive oder Redkollegie von dem Allgemeinen Journal, was sie gewinnt von die, ich meine, dieser Chabad-Publikation.
Ja, hat ein ganz Leben angehalten, ein Kontakt, eine Verbindung, mehr wie ein Kontakt. Ist noch ein ganz Leben geblieben, ein Stück jiddischer Schreiber, lassen wir so sagen. Und das, was wir wollen hören, ist wieder einmal, es wird reden zu uns, weil es ist wegen Babiar und das ist ein treurig berühmt Ort, was ist letztens zu lieb der Milchome, man hört das Sache wegen dem, weil man hat das attackiert. Und das ist das Ort, wo man hat ermordet. Die Nazis mit sehr ukrainischen Helfers haben erschossen 33.000 Jiden dort. Das ist in Kiew. Und ist gewesen in Russland, gewesen im Sowjetenverband und ist zurückgekommen und hat gehalten eine Rede in Jivo. Sie gewesen ein Babi-Jahr Andenkabend oder Nachmittag. Und das habe ich gefunden dort in die Archiven von Jivo. Und wir wollen hören dem ersten Teil und dem letzten Teil, weil es ist redet ganz pamelig und wir haben nicht keine Zeit, alles Ding zu spielen, aber lassen wir hören. Neu mit der Jahr zurück, wenn ich gewesen in Babia. Sagt sich also Babia, sagt sich also ein Jahr zurück und sagt sich also genau. Ich weiß nicht, ist es gewesen ein Jahr, öfter ist es gewesen mehr. Ich weiß nicht, ich bin gewesen, Tage in Babia. Und ich weiß nicht, ich bin Bichlal von dort weg. Maiko Maschmelon Babia. Ich weiß nicht. Babia ist öfter ein Poeme, niedersungen, oder gar ein Kaddisch niedersagt und niederhört. Babiar ist ein Massenkäfer, wo es wer weiß, wo existiert. Öfter ist Bichlal nicht in Kiew und nicht auf der Welt Bichlal. Babiar ist ein Cholem. Nicht unsere, der Welt. Babiar ist der Cholem von der Menschheit, ein Scheuder Cholem. Und wer weiß, wenn wird sich verändigen und wie sei. Ich bin gewesen sehr jung, noch kiemat ein Kind. Wenn ich hab zum ersten Mal gehört, wegen mehrere Sachen, was kommen vor, irgendwo in Ukraine. Wie sei, Krevim, was haben gedient in einer halben militärischen Armee von Ungarn, sind verschickt geworden in Ukraine und zurückkommen in 42 und 43 sind sie gewesen voll mit Meises. Zum Beispiel, einer hat erzählt, als wenn hat gegroben in der Erde, hat Blut gesprotzt bis in den Himmel. Und gleich lebt, dass Blut kann sprotzen bis in den Himmel. Gut, jetzt könnt ihr haben a guck auf dem, was ihr wird nicht hören. Okay. Wie jeder Jid, was kommt in Sowjetrussland und besucht Kiew, habe ich gleich, den ersten Tag,
vor ein Jahr, gebeten, den Wegweiser von uns in Tourist zu gehen zu Babia, hat nicht gewollt. Bin ich an Action und es hat nicht geholfen. Sage ich, was wollt ihr mich nicht führen? Sagen sie, es ist nicht toll, was zu sehen in Babia. Sage ich, was es kann man nicht sehen in Babia, will nicht entfernen. In Schule habe ich geredet mit ihnen, erschrockene, treurige. Was ist mit der Babia? Haben sie nicht gewollt hören wegen dem. Poschut. Sie will nicht reden wegen dieser Sache. Oi wir sind an Action und ich bin gewinn an Action. Sagen sie, was willt ihr von uns haben? Babia ist nicht bloß gewinn für jeden allein, Babia ist gewinn. Paar Korbonis, Russen und Ukrainer und wer weiß, welche andere Völker, nicht bloß jeden. Willen sie nicht reden als jeden wegen jüdische Korbonis. Als zum Sof hebt ihr allein an Zweifeln. Efter Bichlal gefindet sich in der Welt von Kafka, wo der Prinz ist der Malachamoves und der Schloss dieser Besa Quores, wo sie ist nicht da. Dann begreift ihr die Greiskeit von der Tragödie. Okay. So geht der Zitter. Efter lassen wir nicht reden wegen Kadien und gehen zu etwas anderes, gut? Is lassen wir darüber zueinander schreiben, wo es ist bis in heutigen Tag stark populär und sehr beliebt, und das ist, versteht sich, Itzig Manger. In einem Lied, was die Stois geklimmt haben, auf der Station Colomay, haben sehen wir hören eine Treffung zwischen Lebendig und Teugte. Es geht uns zu wissen, wie also verschiedene Deures haben verstanden die Rolle von dem Poet befragt, in Poesie bechlall. Lass mal hören. Gut, ist lassen wir Herrn Manger, danach will ich sagen ein paar Wörter wegen dem. Auf der Station Colomay, zwischen einer ganzen Eide, stehen gehäukert Schuten zwei, mein Babbe und mein Seiden. Sog der Seide schändel der Herst und seine Augen brennen. Unser Einige kommt zu Gast, ja so wollen Miren erkennen. Weil wenn Habe hat sein Weg gewegt, seinen mir schön beide gelegen, hinter die Grusen, unter den Wind, auf jener Seite von die Wegen. Schmeichelt die Babbe, in ihrer Hand zittert a Bintel Blumen. Brumm der Seide, beheime, zu Fuß hast du das mitgenommen. Sog die Babbe, ich habe itzig rein, die Blumen Feld abgerissen. Sie sah Mode beheintige Leid, also ja Gasse begrießen. Sie schweigen, sie schreit a Lokomotiv. Sie kommt sie wird kommen, und in der Babbes dare Hand zittert das Bintel Blumen. Das Einige sucht man is so wach, a waschne knackeren Gramen. In seine Gramen zittert und weint den Schummel in sein Mammen. Die Babbe dreht weg den Kopf, mit Ebbes übergenommen. Die Babbe weint und in ihrer Hand zittert das Bintel Blumen. Gut, das ist eins von meinen beliebsten Lieder auf Jiddisch und dachte ich, als eine von meinen beliebsten Schures ist, das Einige sagt man, ist a ważne knacker in Grammar. Und auf Englisch, let's see, some kind of big shot poet. Nicht schlecht. Okay. Aber das Englische kann ich übergeben. Man sagt so viel in die Schures. Was sagt man? Koidem kol, als Baba Seide, weiß nicht von einer Sache, was heißt Poesie. Ja? Sie wissen wegen Grammar. Ja, sie gewähren bei jedem Abatchen.
ja, a verchassene, und hat gemacht Grammen, ja, ist mit was das ist anders von dem, was sie haben gehört, als eine Kultur. Sie verstehen nicht, was das ist, aber ist ein waschener Knacker. Wir verstehen es, das ist euch ein bisschen ironisch, ja. Besser soll sein ein Rav, besser soll sein, wer weiß was, aber ein Knacker in Grammen, ja, was für ein Wert hat das? Aber doch seien sie ein bisschen stolz, ja, weil die Welt redet doch wegen ihm. Ja, ich meine, es ist ein prächtiges Lied von die Deures und wie soll man benennt die Sache, was heißt Poesie. Und wie versteht, als seine Babeseide wollten ihm nicht gekannt verstehen. Aber doch fühlen sie einen gewissen Stolz. Okay, ja. Sehr schön. Sheva dachte sich, mir Ziege sagt dem Eulen, als man wird hören etwas wegen Liebe. Das ist ständig relevant, interessant und verhaftig. Okay, gut. Lassen wir hören etwas wegen Liebe. Und zuerst will ich spielen, okay, jeder Schreiber wird begleitet von einem kleinen musikalischen Motiv, was ist basiert oder auf sein oder ihr Schreiben oder etwas, was hat ein Scheiches. Ich lasse mich reden wegen Celia Drapkin und ich muss sagen, dass das einzige Liebe-Lied ist ein Anti-Liebe-Lied, aber es heißt Liebe-Brief und lass mich das spielen zuerst. Okay. So Celia Drapkin. Good. Celia Drapkin ist gewesen sehr bewusst, wie eine erotische, sensuelle Schreiberin, ja, mir redet wegen der sie und andere Frauen haben reingebracht in der jiddischen Poesie, Sensualität, was man findet nicht bei Männern, ist, was sie tut, sie ist sehr klug. Und sie schreibt auf, lassen wir sagen, auf etliche Madrigas, ist das, was ihr hört, das ist zu ihr Lied, was heißt, es will sich mir sehen. Und es will sich mir sehen, dich, wie du schlafst, will sich mir sehen, dich erteuten, etwas von dem Erich. Ja, es ist nicht schön. Ich gedenke, ich bin gesessen auf einem Konzert, mit der Chavete, was kennt gut Yiddish, und sie gewinnt ein Konzert von die Klasmatics. Und sie sitzt und sie sagt, oi, sie ist so schön. Und ich sage, du hörst doch zu die Wörter? Du hörst, was sie singen dort? Und sagt sie, nein, was singen sie? Habe ich ihr gesagt, dass die Schreiberin hat geschrieben, ja, es will sich mir sehen, wie du schlafst, wenn du verlierst deine Macht über sich, über mir, es wird sich mir sehen, dich ertäuten. Ja? Zuerst habe ich gedacht, die Klasmatics, es ist sehr eine schöne Melodie, aber wissen Sie, was sie tun? Ja? Die Wörter gehen, es stimmt nicht mit der Musik, aber was mehr ich lerne in Poesie, verstehe ich, also es stimmt, ja. Also von einer Seite ist da der Cholem, was wiegt uns ein von Liebe, und von der anderen Seite ist oftmals da die Wirklichkeit, der Emes. Also die Beziehungen sind nicht poschet und einmal hat man viele mörderische Gefühle. Ich lasse mir sich zuhören zu dem und sie widmet das Urinissen Gniessen. Gniessen ist gewesen ein hebräischer Poet und sie hat gehabt mit ihm eine Beziehung, aber es ist klar, es ist nicht gewesen Punkt
die Beziehung, was sie hat gewollt. Islam Herren. Das Ein Englische. Liebebrief. Ich will wählen, Was? ziehen Ah. und schreiben. Ein Liebebrief, ein Liebebrief. Die Wurzeln von Pflanzen der Liebe wachsen ihr Herz, mein Tief. What? Eine wilde und stechige Ja. Pflanze, verweht von herbstigen Wind. Ihr Ach, seid sie ist Leute. kein Pflanze, meine Liebe. Aber Sie ist ein Nein. Mädchen, nackig und blind. Mit Blut und mit Lärm auf Pflanzen, bis wahrt sich, bis weint und bis schreit. Rachmone sich sucht mit dem Eichel, die Brust, was ist steht der Weit, das hungrig, neffisch Liebe, wahrt sich und weint bis wird schwarz. Wer hat es versät und geboren, wer noch das und reißt nur mein Herz. Ich will wählen, sie mit zum Schreiben, ein Liebebrief, Hey, ein Liebebrief. interessant ist, was der Gnessen, und ich weiß nicht, ob Drapkin hat gewusst wegen dem, aber hat übergesetzt das Lied und sie ist auf Ivrit und sie ist rein in einem von seinen Romanen, ich gedenke schon nicht dem Namen, und an ihr Namen. Hat es nicht zugeschrieben zu ihr, hat nicht gesagt, wir können meinen, als der Schreiber von dem Roman hat es geschrieben. Ist das gewesen ein Stückchen Skandal in der hebräischen Poesie. Ja, ist, ich meine, als ist öfter, man sagt, als hat gehabt Tuberkulose, das ist es, und ist jung gestorben und hat nicht gewollt sich hereinlassen in eine Liebe mit ihr. Aber ich weiß nicht, ob sie hat das gewusst oder ob das ist ihr gewesen so wichtig. Aber es ist sehr klar, als sie redet da wegen einer frustrierten Liebe. Gut. Sheva, weißt du, sie die Rekordierung ist gewesen von Eulim oder hat sie es rekordiert bei sich in der Heim allein? Ich weiß, Punkt. Wegen der Rekordierung weiß ich, weil ihr Sohn, John Dropkin, hat es mir gegeben und er hat erzählt, als ein Tag seien sie gegangen spazieren auf dem Boardwalk in Coney Island und weißt euch, sie hat gehabt als ein Plan, sie hat mitgenommen mit sich ein Bintellieder und sie ist rein, damals seine gewähne solche Kiosken, Budkes, wo man hat sich gekannt rekordieren und sie hat rekordiert, ich weiß, 7, 8 Lieder. Für was fragst du? Du hast das Gefühl, es ist nicht für ein Eulim, oder? Richtig. Ja, ich habe gerade das Gefühl, es ist nicht von Eulim. Ja, es ist nicht. Ich meine, sie gewähnt, mit Tämä hat sie das getan für der Ewigkeit, ja, aber ja, sie ist dort nicht gesessen, kein Eulim. Es ist noch ein Thema, was ist ewig aktuell, ist die Beziehung zwischen Tate, Mama und Kinder. Das wird du vorgestellt in Michiel Schrabmans Kapitel wegen seinen Taten. In also wie Schrabman redt Tote Mama Luschen, das heißt Basarabe Yiddish, und das ist echt auf Elementen von Tote Mama Luschen in meinem Sprach. Efter können wir sich du aufstellen und fragen, was für Dialekten können du hören auf der Rekordierung? Gut. Ist, wir kennen Herren Dialekten. Einmal ist es ein Stückchen Enttäuschung euch, weil, Lemaschel, ihr habt gehört Gladstein und dachte sich, als man hat nicht gekannt erkennen, als das ist ein polnischer Jid. Ich weiß nicht, wie Gladstein hat Tage gerät. Aber es ist da etwas, was heißt Tribune Jiddisch. Das heißt, als Sachmenschen, Spezialschreibers, Kulturmenschen haben gehabt das Gefühl, als wenn man redet von einem Eulim, ja, darf man reden auf Klau-Jiddisch. Ja? Weil verschiedene Sachen, nicht was es darf gebessern, aber öfter, was ist, also sozusagen der mehr Standard der Dialekt, was alle verstehen, es nennt zum Schreiben, ist einmal bin ich gewesen enttäuscht. Ich habe da und dort, ich habe sich zugehört zu Gladstein, da und dort habe ich gehabt, kleine Spuren von seinem Dialekt. Aber andere Lemaschel,
Okay, Wiesel ist sehr interessant. Ein junge Frau bei einem anderen Zoom hat gesagt, aber kommt von Sigat und mein Seide kommt von Sigat und redet nicht wie ein Sigater. Und habe ich gesagt, ihr seid gerecht. Hat beschlossen, das beschreibt in seiner Autobiografie, All Waters, All Rivers Run to the Sea, alle Teichen fließen zum Jam. Hat beschlossen, als wird reden Litwisch-Jiddisch, und mit dem hat gewollt herausweisen, der Herz zu seinem Lehrer. Ich gedenke schon nicht, wer das ist, aber hat beschlossen, wird reden dem Dialekt von seinem Lehrer. Und der Pfarrer hört nicht, das was wohl gewesen sein, ich weiß, sein ämestigen Dialekt. Wenn ihr hört Manger, meine ich, als wir kennen Herrn sein Dialekt, Bukowiner Jiddisch. Rochel Korn ist da auf dem Kompaktel und bei ihr kennen Herren a Galizianer Jiddisch. Und das ist jetzt sich Tage ausgelernt Jiddisch. Ich meine, sie out Galizianer ist der Galizianer, wenn sie redet. Sie ist bei ihm ist tief mit allen Pitchefkes. Und Bela Schachter Gottesmann ist euch auf dem. Und sie singt und versteht sich, sie singt auf ihr Bukowiner Jiddisch, also wie Gittelrat. Wir kennen ja Herren Dialekten, nicht allemal als was wir wohl gehofft. Schreibmann ist der einzige Schreiber von die, was ist geblieben auf mehr weniger auf sein Ort. Das heißt, hat keinmal nicht emigriert, hat keinmal nicht Eule gewesen. Er ist geboren geworden in Moldova, Bessarabien. Und redet a Bessaraber Jiddisch. Ist ja a Rieber von einer kleinen Städtel, nach dem Milchome ist a Rieber Kishinev, aber so noch als ein Ort mit demselben Dialekt. Was ihr wird nicht hören bei ihm, der Dialekt ruft sich oftmals Tote Mama loschen, ja, weil sie reden aus dem A wie ein O. Ja, anstatt zu sagen Tate und Mame, wollen Bessaraber jeden sagen Tote Mame. Ich habe sich zugehört und habe gehört einmal, wenn sagt ganz, anstatt ganz. Hat euch öfter sich gewollt ein bisschen ausfeinen, aber andere Sachen gefindet man ja, zum Beispiel I anstatt U, sagt Tug anstatt Tog und redet oftmals nicht aus dem Hey, wird sagen Ant anstatt Heint, ja. Und das ist sehr interessant bei dem Dialekt. Dem I redet raus wie A, aber es ist ein bisschen anders von Polisch-Jiddisch. Es ist nicht so breit. Wird sagen Ant anstatt Ant, ich weiß nicht. Ihr kennt Herren, es ist also kürzerer I. Wir können sich als Sache lernen wegen die Dialekten, öfter nicht alt, aber wir haben da verschiedene Beispiele, Dogmas. Gut, lassen wir hören. Schreibmann ist ein Schreiber, was ich habe gehabt, die Schia, ihm zu kennen. Ich habe ihn getroffen. Wo habe ich ihn getroffen? Ich bin gewesen in Kishinev, wie ein Lehrer auf einem Seminar. Und ich habe sich getroffen mit ihm dort und dann noch mit ein Jahr später auf ein Jiddisch Zusammenfahr in Kiew. Und ist gewesen sehr ein lieber, herziger Mensch und hat mir zugeschickt die Rekordierung und und das ist auf der ersten Pave, ich habe ihm das geschickt und hat sich nicht gekannt abwundern, was für eine schöne Sache und hat mir allemal gefragt, wer kauft das und hat gemeint, weiß ich was, dass ich reich werden von dem, aber das ist nicht geschehen, aber hört sich zu, sehr Yiddish Auszug. Oh, My father. Nee. Could I say of my father that he was a simple Jew, an ordinary Jew? Nicht das, I aber don't ich habe gewollt, gequetscht auf ein musikalischen Motiv, was das ist Cashen ever Stickel.
Yechiel Schreibman. A Kapitel von dem Roman 7 Uhr mit 7 Chadushem. Kenn ich wegen meinen Taten, Oliver Schulem, suchen a Proster Jid, a Jid von a ganz Jahr, ich weiß nicht. Sein Prost, je dacht sich mir, ist gut nicht gewinnt im Prost. Kinder trachtig, wer sie sollen nicht sein, kommen keinmal die Eltern sehr nicht tief, nicht im Ganzen. Zwischen Futter und Sehen, Alpisecho, die nunste zwei Menschen in der Welt, bleibt ewig liegen a verborgene Weitkeit, a Verräulichkeit. Also ich dachte sich mir, Ausnahmen, seine versteht sich voran. Hab kein Mal, man Taten, nicht gesehen und nicht gehört weinen. Seiten öfter 2 zu 3 Mal in seinem Leben. Einmal, wenn Schäpsele ist gestorben, beschass man das teute Kerperl dem Kind herausgetrogen von der Stieb in Alleilach. Das zweite Mal war Fegel steut. Das heißt, das sommerliche Gewehen hat herausgesetzt von dem Taten, erst in ein paar Tage rein, noch ein Kind zu weihen. Beschass ist ein Versteinerter, ein Verglieberter, schon gesessen auf der Erde, in die Öle sagen, Sheva noch Fegel. 2 seltene Mal, in die 2 Gewehnen, sind Gewehen selten. Aber solche Jechzereien, in Azad vergehen sich, bis damit bei keinem nicht gehört, und noch damit euch bei keinem nicht gehört. Das dritte Mal, wir sollen zusammen mit 1000 Käpp, wird man nicht kennen treffen, und nicht werden dann nur leben, aber was für ein Geschehen ist, auf dem Taten meinen, ein drittmal gesehen, in gehört weinen. Es ist auch nicht zu leben. Hab Montag herangebracht dem Taten, ein New Yorker Journal mit meiner anabgedrückten Erzählung und mit einem Foto meiner inmitten der Erzählung. Der Tate gesessen ungetun in einem Blumenfahrzeug und war tobe Pelz zusammen und Arbel und gestampft wird die Primusnudeln. Es Spunen verproschet mit Blechstäub, die Augen wie du mit versorgte und ausgemitschte, Aremin, a viele Stieb, ungeworfen mit Stückchen Blech, mit verplonterte Binden Strunes, Heugens Papier, fleischlich Klei, mit teuler Wochedigkeit. Hat zugewischt die Hände, den Vater, aufgeregt die Brillen auf den Stern, Blätter getun dem Journal, übergelehnt Teufen auf der Erzählung dem Nummer meinen, betracht die Foto, kiegt auf mir, wieder auf der Foto, und nun Wärter, nun am minsten Masels auf mir. Ob ein paar Wolle, und keiteln sich, Tränen auf seine Barm. A pur Egis, gekeitelt sich still, denn noch mit Amul, a Fakol, mit der Klipperei. Ich kann auch bis anten verstehen, wo es der Tate hat damit gemeint mit dem dosigen Gewehnsame. Geschickt sich als ein Proster Jid, ein Jid von einem ganzen Jahr, ist gewinn bekäuig, also ja überzuleben, im Begreifen, als auch Fried. Geschickt sich als geht in seine Tiefen nicht. Hat ihm nicht verteidigt, der Käuig, gelost der Spieren, dem Dernerweg, dem Zar, in die Upkemenischen, das Steigen in Niedern, die alle Geprüftkeiten, das warten auf ein Schreiber, ein Zäufer, Beisruhe. Adaim ist es geblieben von mir erräterisch. Fragt und wo es weinste Tate, weil die ganze Meise gewinn gemacht, wochedig. Möglich das gewinn sein, ist für ihn allein gewinn erräterisch. Good. Schön. Gut, nu, Sheva, wir kommen schon bald zum Sof. Und es ist,
Efter כדאי überzulassen dem Eule mit der Stimmung von Optimism. Und ich sehe, als die Astake beschlossen, zu enden mit Schutzgewehrs, wer wird bleiben? Gut. Ich meine, als alle wissen, wer Schutzgewehr ist. Ist schon der einzige Litwak da. Und wir können sich zuhören, zu sehen, ob wir hören Spuren von dem. Aber das Lied sagt uns, dass ja, etwas wird sicher bleiben. Und lassen wir sich zuhören. Okay. Wer wird bleiben? Was wird bleiben? Avrom Sutzgewehr. Bleiben wird ein Wind. Bleiben wird die Blindheit von dem Blinden, was verschwindet. Bleiben wird das Siemen von dem Jam, ein Schnirrschäum. Bleiben wird ein Wolkendl, verscheppet auf ein Bäum. Wer wird bleiben? Was wird bleiben? Bleiben wird ein Traff. Breisch ist die Karois zu großen wieder dein Beschaff. Bleiben wird ein Fiedelreus, der Kovet sich allein. 7 Großen von die Großen werden sie verstehen. Mehr von allen Sternen, Asch von Zoffen bis daher. Bleiben wird der Stern, was fällt in Sametrer. Ständig wird ein Tropfen Wein, euer Bleiben ist ein Krug. Wer wird bleiben? Gott wird bleiben. Ist das nicht genug? Okay. Ist eine Sache, ich denke, ich habe das gespielt auf einem Zoom und Menschen haben sich abgestellt, sie hat Schutzgewehr geglaubt in Gott, hat nicht geglaubt in Gott. Ja, alle jüdische Poeten sind doch Apikorsim. Was meint mit die Schures? Ich meine, das ist die ständige Frage bei jedem, ja, in was glauben wir, was meint das zu glauben in Gott, was für ein Gott ist das, aber etwas bleibt, ja, etwas bleibt. Mit dem ist sicher und dafür meine ich, es ist ein optimistisches Lied und ich lasse euch mit ein bisschen Optimismus. Ja, darf du übergassen, dass das ist Mama schon Oizer, zu hören die Keules von die Schrabes und zu hören, wo sie haben allein übergelebt und derich gelebt, sei positiv, sei zum Bedeuten negativ. Ich bin sicher, dass du Menschen in Eulen, wo es viele, als sie haben dem ersten Nissach von der Goldene Pabe wollten gewähnen, ein Baum, sich anzuschaffen, ein Exemplar von dem Neuen. Wie soll ich das kaufen, Sheva? Good, dank. Thought you'd never ask. Okay, good. Ihr kennt das kaufen bei der Jiddisch-Liga. Good. Info@league4yiddish.org. Und ich will euch geben zu verstehen, weil es ist ein bisschen kompliziert. Es kostet $25 und für dem kriegt ihr das Buch. Das ist ein Buch, mamisch, physisch, ja, it is not a digital download, okay? Und ihr könnt auskleiben, kompaktlich, CDs oder digitalen Upload, a digital download. You can get both or either, okay? Wenn ihr kauft das Buch, wird stehen in wenig meine Adresse und ihr wollt dem digitalischen Upload darf ihr mir schreiben und ich will es euch zuschicken. Das ist $5 ist das, was ich nehme. Ihr könnt es euch kaufen bei mir, aber lass mich stützen eine jüdische Organisation. Ich bin nicht sicher, wie viel die Jiddisch-Liga nimmt, aber ihr werdet sie euch davon sagen, ob ihr wollt die kompakt, speziell ob ihr seid nicht in Amerika, ist da ein Unterschied in Postgeld, ob ihr nehmt die kompaktlich oder nicht. Sie haben schon sehr Preise, aber
seid sehr klar, ich will das Buch mit die Kompaktlach, ich darf nicht die Kompaktlach, denn sie sollen wissen, wie viel Postgeld euch zu rechnen und ja. Ja, in dem Schmieskästel wird ihr gefunden den Link, den direkten Link zu dem Webseite von der Jiddischliga zu kaufen, das Büchel in unser Kram. Ja. Und Agev, weil ihr seid in Ausland und mit dem meine ich a viele Kanada. Ich meine, ich weiß nicht, was die Jiddischliga tut, aber wenn ihr kauft bei mir und mit Thämע euch bei der Jiddischliga, ihr könnt kaufen 2 und das Postgeld wird sein dasselbe. Ja, und a viele öfter 3. Ich will nicht reden bei der Jiddischliga, aber das Postgeld geht darauf noch 3. Also ist es in unser Postamt. Gefind Chaverim, was willen das euch haben, wird ihr einsparen Postgeld. In 2 ist starker, in 3 ist noch starker. Noch starker, ja. Haben wir Kasches Frages von dem Eulen? Das ist sehr schön vorgestellt, Sheva. In Lommeherden, siehst du etwas Frages von dem Eulen? Gut, ja, wer will etwas fragen? Schämt euch nicht. Ihr könnt fragen auf Jiddisch oder auf Englisch. Gut. Wer hält ein Auge auf die Hand? Bescheid mir wart auf der Hand, will ich nur sagen, als die Programm wird sich beweisen auf YouTube, auf dem Kanal von der Jiddischliga, wird man das können sehen, noch einmal, oder ihr könnt erzählen an eure Freund, was seine Hand gewinnt vernehmen und nicht gekannt kommen. Man wird keine hören das Programm auf YouTube. Ja. Gut, Laura meine ich, ja, ich sehe Hand von Laura, ja. Laura, öffne dein Mikrofon, ja? Dank. Yeah, as I was listening to the was der Verb bleibt, I didn't hear it in my mind as well, I heard it as what remains, not something what lasts, but what has remained, which is a lot less optimistic than your interpretation of it. Okay, it's actually, ich kann reden auf Yiddish, ja? Laura, du verstehst Yiddish, ja? Ich verstehe, es ist mir schwer zu das ist die Übersetzung, was ich habe genommen. Es ist von Cynthia Ozick, Penguin Book of Yiddish Verse. Ja, und darum ist, ich habe es in Birchel habe ich geschrieben, what will remain, und ich habe nur letztens gemacht eine Revision und ich habe es gemusst machen, ausgehalten, laut dem, was sie sagt. Aber es sind da Sachübersetzungen von dem Lied und so hat sie beschlossen, aber andere haben, ich bin Maskim, als wer wird bleiben, ist probably closer to what will remain than who will last. Yeah, Maskim. Thank you. Okay. Andere Label, was für eine Frage? Label, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Okay, gut, dich zu sehen. Ja. Ihr seid mir jetzt so? Nee, aber du willst reden, weil ich dich sehen, ja? Okay, gut. Also, ich rede ist das mir. Ja. Ich kann Kollege haben noch gehabt, kurz, und ich hoffe zu bekommen dem Buch einschaffen es also aber die Posten, ich will sehen, wie das zu tun. Meine Frage, dachte sich, wenn du es gerät wegen Glattstein, hast du gesagt, Sheva, als das ist der beste oder größte Poet, oder in deiner Meinung? In meiner Meinung, ja. Ja, was ist mit Zutzgewehren? Okay, auf den zweiten Ort. Okay, in mein Geschmack. Okay. Ja, für was für ein Öfen siehst du ihm wie der Beste oder der Größte oder in seiner Zeit, in anderen Zeiten sind eben andere? Das ist eine Meinung, ja, man darf, ich meine, Altam Reach, ja. Ja, sicher. Sicher, aber ich halte als unöfter ist es ein Remis, ja, wer kann sagen, aber ist gewesen als Wortmeister und so künstlerisch und schöpferisch mit der Sprache und ich lerne oftmals seine,
es ist interessant. Ich habe sich einmal getroffen mit Schutzgewehren. Und ich habe gedruckt etwas in die goldene Kate. Und ich bin gefahren in Polen. Und ich habe gedruckt etwas wegen mein Nessier in Polen. Und ich habe zitiert Gladstein. Etliche Mal dort. Und da sitze ich mit, und Schutzgewehr hat es gedruckt und hat mich verbeten. Hat sich, stellt sich vor, Schutzgewehr will sich treffen mit mir. Ja, hat mich abgesucht und wir haben sich getroffen und hat gesagt, ich sehe es, Gladstein gefällt dir. Ja. Als du zitierst ihn wegen Chorben, ich habe sich gehabt, wer es wäre. Ja, ich sitze neben dem größten Chorbenschreiber von dem Dorf. Aber ich habe sich gehabt, für was habe ich zitiert Gladstein? Weil Gladstein ist dort nicht gewesen. Und ich bin euch dort nicht gewesen. Und Gladsteins Lieder haben wie ein Mensch, was ist nicht gewesen dort, nur was hat eine Sache emotionelle Emotionen wegen dem, hat Gladstein gerät zu mir, oder auf einem Ort, ja, in dem Artikel ist gewesen mehr passig, lass mal so sagen, ja. Ist, was kann ich sagen, wenn ich höre sich zu, he doesn't write a false word, ja. Jedes Wort, nicht, es ist euch nicht, aber was kann ich sagen? Ich halte es, ist unser größter Poet. Es ist schwer zu sagen, was sind die Massen und wie so überschließt man, aber die zwei, Gladstein und Schutzgewehr, lassen wir sagen, sind bei mir auf dem ersten Ort und Gladstein speziell mit seinen Chorbenliedern. Red zu mir, okay? Ja. Martha Birnbaum hat eine Frage. Ja. Okay. Martha, hi. Ich habe noch sagen, eine gewisse Sache. Also bei mir, wenn ich gucke auf Poeten, gucke ich bei jedem einen, was sein Koyach ist oder seine Starkheit oder die Fähigkeiten oder seine Schönheit oder es kann auch sein, eine Poetin. Und auf dem bestimme ich, was ist die beste oder der beste von einer gewissen Thema oder Thematik oder Nussach. Gut. Okay, gut. Wir können weiterführen dem Schmuss. Martha, ja. Ja, Dank, Sheva. Ich habe lieb, lieb, der Musik. Ja, es ist sehr, sehr schön. Gut, Dank. Die Musik ist, ist Sender da? Ich weiß, das Label Botwinnig ist da, aber ich weiß nicht, ob Sender ist da. Ist Sender Botwinnig, hat zugepasst die Musik. Ich habe ihm gesagt, welche Lieder ich will. Und hat geschaffen die Motiven zu dem. Das ist das ist Sender auf der Piano. Okay. Gut. Sharon. Ja? Sharon. Ja. Ich habe sehr Hanoi gehabt. Hallo. Hi, von Winnipeg. Ja. Okay. Ich habe getracht, Nacht bei Nacht. Also es wird bald sein mit 50 Jahren zurück, als wir haben gemacht unsere Reise in Europa und Israel. Wow. Oh my God, okay. Okay, I danke für dem. Gut. Judy, ja, Charne. Oh. Du kennst mich hören? Ja, wir kennen dich hören. Ja. Okay, ich will sagen, schönen Dank. Und euch, ich habe das Buch und wir sind 6 Freunde und jede Woche wir kommen zusammen und wir lernen. Und es ist eine Machaya für uns. Und ich denke, als Menschen, das ist eine gute Sache zu tun, zu machen, eine Gruppe und lernen, dieses Buch. Einen schönen Tag. Ich habe nicht bezahlt für dem. Judy, bist du in der Mama-Loschen Mamas? Ja. Ja, okay, ja. Sheva, kannst du wegnehmen Screen Sharing? Oh, sure. Okay. Alle haben die Adresse von der Yiddish Liga. Okay. Alle wissen. Gut.
Okay. Und United Untitled Poll. Good. Okay. Good. Nou, Hiya. wir können treffen alle Linken auf dem Chat. Aber ich habe gestellt, sie kaufen das Buch und sie noch kein Jiddisch liegen. Ja. In der Okay, Schmutzkassel. Wir finden alle Links. Yeshai from? Yeshai. Hi, Yeshai. In Seattle. Ja, schönen Dank für deine Präsentation. Und ich wollte sagen, als öfter kann man machen eine Sache. Und das wird sein, als die jiddische Literatur ist eine Literatur von zynischem Idealism. Das heißt, dass man kann sein, sei zynisch und sei idealistisch zu derselben Zeit. Ja, ich weiß nicht, ob ich will gezeugen dem Sachakel, aber ich meine, es passt sehr zu der jiddischen Literatur. Ja, Jiden sind allemal ironisch, ja. Wir schmeicheln, aber es ist allemal da ein Stückchen treuer unter dem. Gut, Aaron, ja. Ja, du redest Aaron Borstein. Ich habe nur was gekauft, dem neuen Kompaktor von dem Jiddischliga, aber ich bin nicht sicher, ob meine Mitgliedschaft in Jiddischliga ist noch als besitzig. Kannst du dich schreiben mit mir, geht? Okay. Wir wollen dich gewinnen. Sorg sich nicht. Doch lassen wissen. Okay. Gut, also wie Jankel Salant ist da, will ich nur ermahnen, als Jankel ist gewesen der Designer von Büchel und ist euch, versteht sich der, was ist dein Titel, Jankel, von Affenschwell, der künstlerische Direktor von Affenschwell und ich habe gekriegt nicht ein Kompliment auf wie schön das Büchel seit Ois. Dank, Jankel. Danke euch. Gut. Schönen Dank, Sheva, es ist gewesen, mamisch verratendig. Sei die Schreibers, mit solcher Sache gelernt. Ich will pushen den Mann in dem Eulen, kauft sich das Büchel mit der Rekordierung, stützt die Jiddischliga nicht nur prinzipiell, nur euch mit Plätze. Das heißt, stützt es finanziell euch. Wer da Mitglied, stützt die jiddische Organisation, was hilft versprechen das jiddische Wort. Gut, aber ich kann noch sagen, eine Sache ist, ihr seid alle Jiddisch-Kenners, aber ein Teil von der Ziel von dem ist gewesen, es soll gehen ein bisschen breiter, ja, als Jiddisch soll nicht bleiben bloß zwischen jiddisch-redendicke Jiden, ist, ich habe sich gefragt, mein Mann hat, wenn ein gewesener Student hat gesagt, can I get this before Thanksgiving, weil mein Sohn kommt und kenne ich kein Jiddisch und ich will, soll ein bisschen rein in meine Welt, soll verstehen, was ist mir so wichtig ist. Versteht sich, wir haben eine Sache Bücher heint und das ist noch ein Buch, aber mit Kohl, ja. Und ich meine, als die Keller sind euch einmal interessant, versteht sich so da mein Kohl auf Englisch, aber viele ein Mensch, was kenne ich kein Jiddisch, zu Herren Shalom Aleichem, das ist etwas, das ist eine große Sache. Ist, ja, ihr sollt sich teilen mit dem, mit eurer Chavere, mit Sprache, und soll weiter Lehenkreisen, was es soll nicht sein, was kennen viele nicht, kein Jiddisch, weil das ist ein Teil von dem Ziel. Von dem. Und als sie geht zu Pesach, mit sich sehen, mit mir Sprache und gute Freund, ist eine Gelegenheit zu versprechen, die goldene Pave. Soll die goldene Pave kommen zu fliehen? Zu fliehen, ja. Gut. Tag. Dank. Ja, nicht mit dem nächtigen Tag, mit dem kommenden Tag, aber ja, also ich schreibe der Tag. Schönen Dank. Schönen Dank euch alle. Sie gewinnen gut, euch zu sehen. Dank. Dank. Wir sind.